Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt hier durch den Schacht oder hier weitergeht. Ein Aufzugsschacht. Oh, verdammt. Wo der wohl hinführt? Gut, finden wir es raus. Okay, also das muss er dann ja wohl machen, ne? Das heißt, wir gucken uns da hinten nochmal um in dem Gang. Okay, der führt eh ins Nichts. Okay, hat sich erledigt. Wenn es jetzt so duscht, da wäre wie wahre Ladung Arschlöcher, könnte man ein bisschen mehr sehen, trotz Taschenlampe. Na gut, dann machen wir mal. Und ich befürchte immer noch, dass wir hier neue Freaker-Typus Noch ein Tunnel. präsentiert Der kriegen. wurde wohl schon vor langer Zeit stillgelegt. Hier oben war ich noch nicht. Baseballschläger aus Holz, der ist ja schön und gut, aber ich will erstmal die Schachtel mit Nechel und das Schießpulver nehmen. So ganz nebenbei. Rohrbombe können wir auch mal wieder ein paar Bastler. Das finde ich gut. Die Splittergranate haben wir noch nicht das Rezept dafür. Aber Rohrbombe Bastler finde ich definitiv gut. Dann haben wir immer was in der Hinterhand, falls hier wieder jede Menge Horde auftauchen oder falls hier größere Menge an Freaker, Gegner, was auch immer kommt. Weil irgendwie... Ich hätte echt gedacht, hier wird uns noch was präsentiert. Aber okay. Weil Mine hätte sich jetzt eigentlich perfekt angeboten, um nochmal irgend so einen bleiche Freaker-Typus vorzustellen. Kerosin, Schachtel mit Nägeln, nehmen wir Munition, die nehmen wir ach liebend gern. 53 Maschinenpistole Muni. Lieutenant Weaver, Gut, hier ist St. raus John. aus der Mine. Ich habe den Zinnober, den Sie wollten. St. John. Gut, gut. Ich bin fast soweit. Oh, Moment. Kann ich helfen, Lieutenant? Weaver, mein Isopropylalkohol ist alle. Hast du noch was? Sarah? Ja, ich habe noch eine Flasche Wodka. Chat. Komm doch vorbei. Mann, du gibst ja nie auf, oder? Lass dich mal wieder blicken. Leck mich! St. John. Ja, tut mir leid. Jedenfalls, ja, bring das Erz so schnell wie möglich her. Ich habe noch mehr Aufträge für dich. Weaver, Ende. Okay, der Typ macht sich ja noch an Sarah dran. Das wird die Ignite-Falle. Lost Cabin Mine, die Goldmine. Okay, gut. Na dann. Wir sind wieder vollgetankt. Dann würde ich doch glatt sagen, wir machen hier die schnell... Ah, nee, da ist ja noch was. Was den Scheiß vor der Tür. Wir machen trotzdem die Schnellreise. Dann können wir nämlich den Käse nochmal abliefern, ne? So, jetzt dann nochmal richtig positioniere. Was ist dann das in letzter Zeit? Letzte Aufnahme war das auch schon so, wo ich den Aufnahmetag gemacht habe, dass ich mal so mit meinem Molokop hier aus der Kamera rausgeflitzt bin. Und jetzt muss ich aber wieder gucken, dass das eigentlich am Maße steht. Aber heute ist auch früh durch die Masterarbeit. Jetzt ist bei mir kurz vor Abgabe. Und da muss ich halt nochmal richtig Endspurt und Gas geben für die Korrekture, Abbildungsnachweise, Literaturabgabe und Pipapo, Literaturkorrektur und so weiter und so fort. Und ja, so bleibt wenig Zeit für Aufnahme. Das muss dann alles recht früh schon passieren, nur einmal in der Woche. Also ist ein straffes Programm derzeit. So, dann ab durchs Tor. Und liefern wir mal den Scheiß ab. Beim Kerl. Und dann schauen wir mal. So, Moment. So, dann müssen wir dann hier rein. Ups. Oder geht das... Nee, das geht hier nicht durch. Ich muss mich erstmal nochmal neu zurechtfinden hier, wo was ist. So. Wenn ich hier neu bin, will ich auch noch nicht alles unbedingt für Benzin rausschmeißen, was Geld angeht und Camppunkte. Lieutenant, Nee, Mann. Lass den Scheiß vor der Tür. Nein, 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 nein. Ich meine den Armeescheiß. oh, okay, ja. Ich glaube, das wollten Sie haben. Okay. Ja. Ja, das ist toll. Hey, warte mal eine Sekunde. Hier. Styropor. Ja, du weißt schon, sowas wie Styroporbecher, Verpackung.
So ein Scheiß Ja, halt. kapiert. Hey, Mann. Sag mal, wie lief's denn? Mit der Hexe von Wizard Island? Sie meinen Lieutenant Whittaker? Mann, du solltest den Scheiß doch vor der Tür lassen. Das wäre alles, Corporal. Das wäre alles. Ja. Lass den Scheiß vor der Tür. 550 Vertraue, ein guter Soldat zu 39% mit einem wunderschönen Bild von Colonel Garrett. Wir werden die Welt zurückerobern. Triff dich mit Colonel Garrett. Yo. Ich finde es immer wieder spannend und interessant, dass es immer nur Colonels sind. Jetzt mal ohne Scheiß. Corporal? Hey, ich bin neu in der Gegend. Mein Name ist Deacon St. John. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Alice Salazar, aber nenn mich Sal. Also, zu dir bringe ich meine Ohren. Mhm, hier bist du richtig. Wenn du Freaker-Ohren hast, bring sie zu mir. Alles klar. Wie die auch noch gewogen werden auf dem Tisch. Yam, yam, yam. Okay, Wiedersehen, Corporal. mach's gut. Interessant. Aber ja, die scheint Wheeler wohl nicht so... Oder, nee, Wheeler hieß er nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, wie der hieß, der Chemiker. Ich persönlich finde ihn witzig. Aber Deke mag ihn natürlich nicht, weil der an Sarah rummacht. Und probiert die Art zu graben und so. Das gefällt ihm natürlich nicht. Kann ich ja nur vollziehen. Aber ja, er muss sich jetzt erstmal überhaupt bei Sarah wieder in der Kontakt kämpfen. Das ist schon bitter genug. Dass er sich bei ihr überhaupt wieder vertraut macht und dass die beiden sich wieder ein bisschen näher kommen. So hat sich Deke bestimmt nicht das Ganze vorgestellt, das Wiedersehen, sondern er findet sie irgendwo verängstigt in der Pampa sitzend und rettet sie dann als edler Ritter. So hat er sich das wahrscheinlich vorgestellt. Okay, das ist dann wohl das Taktikzelt, ne? Also hier könnte ich mir vorstellen, hier sitzt wahrscheinlich hier das Hauptquartier, der Colonel. Warum müssen das eigentlich immer Colonels sein? Ohne Scheiß. Warum kann das nicht mal ein General sein oder ein Major? Es müssen immer Colonels sein und meistens sind die bösartig. Muss man mit dem Amt zu tun haben. Dienstgrad Colonel ist gleich böse. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Herein. Ich trinke gerade einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wegtreten. Okay, Colonel Garrett scheint ja wohl viel von Deacon zu halten. Und ja, was das angeht mit dem Tee, gut für die Verdauung. Ich glaube, in der Welt, in so einer Postapokalypse, hat keiner mehr einen festen Stuhlgang. Gut, gibt nochmal 1500 Vertrauen in Wizard Island. 44% der gute Soldat. 14% Recht und Unordnung. Neuer Fertigkeitspunkt, gibt wieder Level Up. Geil. Dann schauen wir doch mal, was wir hier machen. Nahkampf. Da haben wir hier was Neues, ne? Fähigkeit, dich durch schnelles Rollen zu erholen, wenn du niedergeschlagen wurdest. Okay. Fähigkeit, bei einem Sprint einen normalen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Geplatzte Lippe stellt für jeden Nahkampf-Eliminierung Ausdauer wieder her. Oh. Ich glaube, das nehme ich. Ausdauer kann ich immer gebrauchen. Drücke R2 für einen Nahkampfangriff. Bei jeder erfolgreichen Eliminierung stellst du Ausdauer wieder her. Kann nützlich sein. Wenn man im Nahkampf dann schnell wegrennen muss. Fertigkeitsstufe 4 freigeschaltet. Da gibt es dann Rock'n'Roll, die Fähigkeit, schwächere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben. Okay. Reduziert den Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich von der Rolle. Und Home Run erhöht den Schaden. Ja, perfekt. Das sollte man dann nehmen. Gut. Jetzt führt es uns hier in weißes Gebiet. Schutz für die Schwachen. Okay, offensichtlich haben wir das auch hier, wobei ich sagen würde,
St. John, komm. dass der Lieutenant Captain bestimmt Curry. nicht Ich hab schwach einen Job für ist. Sie. Captain Curry, im Diamond Lake Außenposten nehme ich an. Verstanden. Gab es nicht auch einen Captain Curry bei den Klonkrieger bei Star Wars? Bin ich da gerade vollkommen daneben? Mir schwirrt schon seit dem letzten Mal durch den Kopf. Woher kenne ich dann den Namen Curry, ne? So außergewöhnlich ist er nicht. Den kenne ich doch auch in Militärjargon und dann auch noch mit Captain vorne dran. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, Captain Curry war der aus Episode 3, der Klonkrieger, der Offizier, der dann Obi-Wan runtergeballert hat, wo er auf seiner Echse geritten ist. Kann das sein? Ich glaube, das war Captain Curry. Ganz so sicher bin ich mir aber nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Okay, Kopfgeldjäger hätten wir hier auch noch eine Mission. Oh, da ist anscheinend auch noch ein Lager, ne? Ist das ein Lager noch? Oder nur die Mission? Okay, dann würde ich immer sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg zu der Mission. Und dann können wir immer noch die Nebenmission machen, weil das ist gerade... Wäre es wichtiger, das zu machen, dann können wir nämlich von der Schnellreise aus immer noch zum Diamond Lake. Und dann unser Quest per Schnellreise wieder abliefern. Sowohl in Diamond Lake als auch die Hauptquest in Wizard Island. Denke ich zumindest einfach mal. Logistisch muss man es ja irgendwie ordnen können. Moment, ja, hier sind wir richtig. Hier ist das Tor. Okay. Na dann, Abmarsch. Arsch. Ja, die Brücke kann man immer noch schnell abreißen, falls wirklich eine riesige Horde kommen sollte, die nicht zu Halte ist. Und das kann man auch schnell wieder aufbauen, so Holzbrückchen. Okay. Sammeln wir erstmal ein paar Camppunkte. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Und holen uns dann ein paar gute was Sachen. brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's, Mann? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Ja. Tut mir leid, Mann. Angeblich gelangen Drogen ins Camp. Direkt vor der Nase des Colonels. Echt gutes Zeug. Hast du schon davon gehört? Ich nehme keine Drogen, Taylor. Also nein, ich weiß gar nichts. Warum? Nein, ich auch nicht. Nein, es ist nur einer von den neuen Rekruten, hat sich verdächtig verhalten. Der ist ständig ins Camp und wieder raus. Ich frage ihn, was ihm das erfordert. Verdammt, Taylor, hör mir zu. Geh einfach zu Curry, der kümmert sich darum. Hast du verstanden? Okay. Ja, schon gut. Ja, okay, Sir. St. John, wir hören uns später. Okay, Ende. Das waren wohl 3 Freaker, die hier einer drauf machen wollten. Und hier Schafresser. Um Verkehr musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen, hm? Das stimmt wohl. So, einfach nur zu... Mensch, da unten liegt noch was. Und Copeland kriegen wir trotzdem noch rein. Die Beamten waren heulende Babys, die an der Titte des Steuerzahlers gesaugt haben. Ja, dann haben sie wohl schon erlegt. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ihr müsst wissen, dass die ganz hohen Tiere sich in irgendeinem Bunker verstecken. 5 Hirschfleisch. Die Freaks verreckt sind. Sie haben kein Essen verteilt oder ihre kostbaren Wähler gerettet. Wir wissen, warum sie wirklich an der Macht sind. Sie retten die Elite. Männer und Frauen, die kooperierten. Sie sitzen unter der Erde und saufen Champagner, während sie warten. Während wir hier draußen verrecken, leiden. Nur damit Nero alles auf Anfang setzen kann. Eins haben sie unterschätzt. Wir sind nicht so dämlich, wie sie gedacht haben. Sobald sie rauskommen, Wow. zurück zu erobern. Wenn die Freaks weg sind, werden wir sie Brecher. Sie werden bereuen, dass sie jemals rausgekommen sind. Okay, wow. Gut, der Brecher kümmert sich um den Wolf. Oh Gott. Sogar hier unten kann man diesen... Autsch. Scheiße. Oh. In was für Hölle bin ich dann hier reingestolpert? Wow. Okay, es gefällt mir nicht, dass der Typ hier noch rumgammelt. Ja. Moment. Okay. Hämmern? Brecherle Ohr, ja.
Aber hier sind noch ein paar andere Freaker unterwegs, höre ich. Bei dem Lärm dachte ich zuerst, es wäre ganze Horde. 5 Wolfsfleisch, ja, der Brecher vor allem. Der Brecher hat mir ja schon ein bisschen Gefallen getan, indem er die Wölfe noch niedergemacht hat. Dann können wir die noch abernten. Damit bloß nichts verschwendet wird. Bin ich mal gespannt, ob Deke auch weiter im Rang aufsteigt. Und ob er beim Corporal bleibt. Ja gut, ein paar Freaker sind halt noch hier unten. Ups. Na, dann komm mal her. Irgendwie kriegt das nicht so hier hochzukommen. Und der nächste schon angegammelt. Hoch. Der hat's jetzt hochgepackt. Okay. Und der ist auch tot. Noch ein Ohr. Du versuchst anscheinend nochmal einer. Ja, das war's dann mit dem. Tja. Erste Mal hier aufmachen, ne? Weil da findet man immer das gute Zeug. Und ein Medikit habe ich jetzt sowieso schon verbroten. Sehr schön. Dann sammeln wir ohne noch ein bisschen Ohrenei. Krabblerohr. Ah, das war wohl ein Mensch. Moment, hier liegt noch... Ja, hier sind noch Pilze. Wir sammeln einfach alles Ei, was wir hier noch finden können. Weil, wie gesagt, neues Camp, neues Glück. Da geben wir dann so viel wie möglich Zeug ab, damit wir Camp-Punkte kriegen. Schrott und Kerosin. Schneiden wir noch die Ohren. Da ist noch was. Mensch. Hier muss es noch sein irgendwo. Ja, genau. Hundskamilla. Okay, dann weiter. Das Bike hat bestimmt schon ein bisschen was abkriegt. 36% nur noch allmählich. Ja, allmählich sollte ich mal Gedanken um Tankstelle machen, beziehungsweise um Benzin generell. Ja, jetzt fängt es noch an zu regnen. Großartig. Ein Camp voller Herumtreiber. Ihr seid die Ah, hier. Okay, um das kümmern wir uns auf jeden Fall noch. die mich überfallen wollten. Okay, das machen wir jetzt auch noch. Cascade Lakes. Hinterhalt Camp. Okay, ist das weit? Ja, das ist noch weit. Okay. Ich bin mal sicher, die haben da auch bestimmt Benzin. Ich sehe auch, dass da Tankstelle angezeigt wird. Da wird bestimmt noch Benzin für mich abfallen, ne? So, da sehe ich auch Rauch. Keep out, ja. Wir sind hier richtig. Ich glaube jetzt nicht, dass noch irgendein Zug vorbeifährt. Also da hält auf jeden Fall jemand Patrouille. Oh, sind da hinten schon welche? Ja. Haben wir da... Ja, okay, wir haben noch einen Schalldämpfer dran, das ist gut. Und die fangen wir an. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Wobei die Frauen jetzt wahrscheinlich eher weniger Vergewaltiger sind. Dass Mörder mit dabei sind, kann man sich gut vorstellen, weil wie gesagt, die Dame, die nur knapp anscheinend bei der Rekrutierung in Galga entgangen ist, die war anscheinend auch eine Mörderin. Mit einer Träne-Tattoos und so ist das ziemlich offensichtlich. Ich glaube, 3 Träne hat sie gehabt, das heißt 3 Leute abgemurkst. So, dann. Einer? Oh, das ging aber schnell. Und du auch. Was sagt ihr dazu? Huh? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Kill Nero. Ja, der war ja unmittelbar da in der Nähe. Das hätte böse enden können, wenn ich den übersehe hätte. Dann hätten die sofort Alarm geschlagen. Durch das blöde Feuer sehe ich nichts. So. Ah, da ist noch einer. Was gibt's? Tschüss, Kasperkopf. So. 3 Stück. 4 Stück. 5 Stück. 6 Stück. 7 Stück. 8 Stück. 9 Stück. 10 Stück. 11 Stück. 12 Stück. 13 Stück. 14 Stück. 15 Stück. 16 Stück. 17 Stück. 18 Stück. 19 Stück. 20 Stück. 21 Stück. 22 Stück. 23 Stück. 24 Stück. 25 Stück. 26 Stück. 27 Stück. 28 Stück. 29 Stück. 30 Stück. 31 Stück. 32 Stück. 33 Stück. 34 Stück. 35 Stück. 36 Stück. 37 Stück. 38 Stück. 39 Stück. 40 Stück. 41 Stück. 42 Stück. 43 Stück. 44 Stück. 45 Stück. 46 Stück. 47 Stück. 48 Stück. 49 Stück. 50 Stü
Holen wir uns auch den Schrott. Na? Oh! Können wir die noch messern oder so? Oh! Pfui Teufel! Okay, er stiefelmessert. Lecker. Aber das geht halt schnell und lautlos. Gibt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, kann das sein, als wenn ich jemand so einfach erschieße. Und ich glaube, Kopftreffer geben generell auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Mhm. Okay, den können wir noch von hinten exekutieren. Oh. Dann halt in der Berzel. Jetzt bin ich aufgeflogen. Aber die Hälfte habe ich schon abgemurkst in der Chipper. Ah, noch nicht ganz aufgeflogen. Warte mal. Nee, aus der Warte... So. Aus der Warte macht das wenig Sinn. So kriege ich die Person nämlich nicht mehr. Hier sind keine andere. Dahinter vielleicht nochmal mit dem Messerangriff. Okay, tschüss Dame. Ach, für Teufel. So. Gucken wir mal, ob die Dame noch was bei sich hat. Ja, Schrott hat sie. Ist gut. Da unten patrouilliert noch jemand. Dürften aber mittlerweile auch in Alarmbereitschaft sein, oder? Komme ich da hoch? Nee. Da ist Stacheldraht dran. Muss ich den halt so eliminieren. Und noch. Yep. Jetzt hab ich dich, Arschloch. Noch 5 Leute. Der ist direkt ins Lagerfeuer gestürzt. Ah, da ist der Sniper. Was gezeichnet. Gott. Da unten patrouilliert noch jemand. Okay, jetzt bin ich auch laut. Jetzt ist mein Schalldämpfer am Arsch. Okay. Gut, jetzt sind es sowieso nur noch 3. Und dazu dieser Mad Max Musik. Ist das nicht die Musik gegen die Ripper eigentlich? Wow! Okay, du hast einer mit dem fetten Geschoss. Oh, wacht! Moment, denn da hinten sehe ich. Ja, das ist einer mit einer Schweißermaske auch noch. Warte mal. Dann machen wir das doch einfach so. Viel Spaß. Rums, da ging die Pfeife los. Und wenn der nur noch rumliegt, kümmern wir uns doch an. So, noch um den Kerl. Genau. So, machen wir das. So. Na. Eher wieder in der Kamerapositionierer. Gut, der Dicke ist weg. Dann fehlt hier nur noch Anna. Schauen wir mal. Eine Person ist noch übrig. Wahrscheinlich mal wieder eine Frau. Das ist ja bei mir immer Last Girl Standing. Es ist zum Schluss immer eine Frau, die noch übrig ist. Und kein Typ. Selten mal ein Typ. Ah, da ist die Person. Okay. Gucken wir mal, ob wir da nochmal meucheln können. Ist das mal ein Typ? Aber der kommt mit dem Nierenstechern und Kehleschnitt durch. Die Straßen werden etwas sicherer sein. So. Viel, aber immerhin etwas. Und die Rohrbombe habe ich auch wieder zurückgekriegt. Ja, immer hier. Alles klar. Noch ein Zwetti. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen Oder unterirdischen nicht? Bunker haben. Genau, dann gucken wir mal noch hier im Bunker. Das wird jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Aber hey, da müssten wir auf die 25 Minuten dann kommen. Jetzt wird jetzt wieder lustig, weil ich keine Ahnung habe, wo der Bunker ist. Könnte es sein, dass ich ihn jetzt noch finde. Also eine Minute oder so gebe ich mal durchaus noch. Aber schauen wir mal. Kann ich genauso gut dann nochmal einen Verband nehmen. Nochmal Hersteller. Kann ich nämlich auch wieder Lappen und
Und Desinfektionsmittel flattern. Ah, und Munition ist auch wieder da. Perfekt. So. Ja, das Desinfektionsmittel habe ich schon mal geflattert. So. Wo ist der blöde Bunker? Das wird jetzt wieder dauern, denke ich. Zur Not machen wir das in der Episode übermorgen dann. Ah, okay, da hätte ich auch noch einen Verband herkriegt. Na gut. Wo ist der Bunker? Hier nicht. Okay, da ist noch ein Lappe zum Flattern. Hoch. Ah, hier, Herr Mann. Okay. Dann können wir den noch mitnehmen. Perfekt. Na, komm schon. Dann nehmen wir den nämlich noch einfach mit. Und schauen dann in der Episode übermorgen, dass wir noch gut was kriegen. Und zwar, dass wir noch Benzin auftreiben können. Ich denke, das sollte dann funktionieren, ne? Okay, aber erst noch mal das Rezept gucken. Sind hier Freaker drin? Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. So. Okay, Cascade Lakes Hinterhalt Camp zu 50%, Wizard Island Hinterhalt Camp Jäger freigeschaltet, und zwar Annäherungsbombe. Ja, so Haftmine sind auch geil. Was ist das? Eine Anleitung. Ah ja, gut, gut, gut. Cool. Dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder. Ah, da ist ja noch infiziertes Gebiet. So. Okay. Und da müssen wir nämlich auch fett durchfahren. Das heißt, wir haben sehr viel Spaß. Wir haben einen Nero-Kontrollpunkt. Wir haben 2 infizierte Gebiete. Da ist auch noch ein infiziertes Gebiet und ein Nero-Kontrollpunkt. Ja, das wird spaßig, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen dann wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir dann ein infiziertes Gebiet uns durchschlagen werden. Und zu einer Nero-Kontrollstation. Machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.